Ich fand einfach wahnsinnig, wie krass der Unterschied das zwischen Europa an den anderen Kontinenten wie Asien oder Amerika, wie krass du den Unterschied das zwischen dem Verbrauch, dem Reichtum und so. Und wie gut eigentlich alles geht, obwohl mir immer so geht als schlecht. Septembre 2008. J'arrive au Luxembourg pour réaliser un service volontaire européen au sein d'une organisation qui s'appelle Frères des Hommes. Cette organisation travaille sur les échanges nord-sud et sur la citoyenneté. Justement, citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire? Citoyen, citoyen européen, citoyen du monde, citoyen mondial. Ce mot a inondé notre société et nos médias. Mais est-ce qu'il veut encore vraiment dire quelque chose pour les jeunes? Citoyenneté mondiale. Muss ich mal erklärt kriegen. Genau. Das ist eine gute Frage. Oh, mal, keine Ahnung. Das ist für mich einfach ganz leider noch Welt, ne? Ja, alle Kulturen zusammen. Ja. Ja, multikulturell. Als Citoyen, das Besitzen von der ganzen Welt, oder? Halt, wo alles gemischt ist, aber wo kein ausgegrenzt wird. Und ja, jeder akzeptiert. Ben, c'est prendre en considération peut-être toutes les autres cultures et tous les autres peuples de chaque pays, en fait, je pense. Bah, on est tous égaux, donc on est tous pareils, c'est tout le monde, c'est tous les êtres humains. Dat betekent dat we allemaal met leven, op maar zwart zien of wijs. On fait tous partie du même monde, donc tout le monde est sur la même planète. Donc finalement, la citoyenneté, c'est pas quelque chose de national, mais c'est global. La curiosité m'a poussé à mettre en place un projet avec 2 maisons des jeunes. Ensemble, nous avons vécu plusieurs ateliers de réflexion pour essayer de mieux comprendre la citoyenneté mondiale. Nous nous sommes donc retrouvés entre jeunes à réfléchir sur les inégalités du monde actuel, à tenter de mieux les comprendre et à voir comment y remédier. Also, das wird, weil ich mir rausgesehen habe, das bewusst, weil ich mir heute durch die Aktivität eigentlich richtig bewusst gesehen habe, wie Reichtum an dieser Welt verteilt ist. Und was für Nationen, also was für Kontinente das Leute etwas dafür müssen machen, dass die Ressourcen von der Welt nicht über ihre Limiten genutzt gehen. Und, ja. Ja, ich fand einfach extrem, dass zum Beispiel Europa mehr großen, dass Europa mehr Weltlober verbrauchen wie die USA. Weil ich hatte gedacht, die USA hat viel mehr Déchets. Also ich bin mega erschreckt gewesen über das, was wir eben gerade festgestellt haben. Weil ich schon festgestellt habe, dass wir am Anfang in dem Bereich leben, wo uns am Anfang gut geht, aber wir keinen Respekt wie von den anderen haben. Und dass wir aufpassen müssen, dass das sich ändert. Ce qui est ressorti de notre travail se résumait en quelque sorte en un slogan. Agir local, penser global. Agir local, penser global, c'est ça? Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, agir. Je sais pas, c'est quelque chose de nouveau? Agir local, penser global. Non, je vois pas. Bah, Mettre en œuvre localement des choses dans l'intérêt de la terre entière. keine Ahnung. Je weiß nicht. Aller un petit peu plus loin que notre routine de tous les jours et penser un peu plus aux autres, non? Mais je vois ça comme ça, je pense. Voilà. Qu'il s'agisse de la citoyenneté mondiale ou du slogan « Agir local, penser global », chacun peut en fait l'interpréter à sa manière. Nous avons alors été curieux de rencontrer des personnes engagées sur ces thèmes-là. Que pensent-elles de tout ça? Weltbürgerschaft, das heißt für mich ganz klar, dass alle Menschen auf der Welt, egal wo hier könnt, dass die nämlich Rechte haben. Citoyenneté mondiale, pour moi, ça veut dire que on est tous dans un même monde, alors il faudra qu'on vive tous ensemble, il faut savoir communiquer, il faut savoir vivre, parce que le monde, c'est pour tout le monde, c'est pas pour un seul pays ou pour une seule personne. Moi, je suis née en France, je suis au Luxembourg, j'ai mes origines capverdiennes. Je pourrais pas dire que je suis, je sais pas moi, luxembourgeoise, française ou capverdienne. Là, je peux dire que je suis citoyenne du monde. Ich weiß nicht, wieso sieht ich wohl der Reberschwester, ein kleiner Bürger geboren,
sind noch Lützeburg, sind Europäer, sind gerade noch Weltlicher so. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Begriff so 100% zufrieden bin, aber bon, so wie man verstehen, denke ich schon, dass ich mich echt als Weltbürger gesehen, in denen nicht nur an nationalen Grenzen denkt, in denen nicht nur noch an nationale Grenzen handelt, die noch gesagt oder die noch darüber nachdenkt, was Handlungen und Reperkussionen auf den anderen haben. An dem Sinn gesehen ich mich schon als Weltbürger. Ja. Für mich ist ein Problem mit dem Ausdruck Citoyen mondial, weil Citoyen für mich beinhaltet, dass der Teil von einem Staat ist und dass du irgendwie Matschhaft oder das stimmt in der Uhr, das werde ich aber nicht machen. Ich bin ein Mensch und mehr nicht. Und ich sehe mich als ein Mensch, der in globalen Zusammenhang steht, der an globalen Bewegungen irgendwie mit dran ist. Ich sehe mich nicht als Citoyen von irgendetwas. Ich sehe mich als Individuum. Also wenn ich mich gucke, dann sehe ich mich nicht als Citoyen mondial, mehr einfach als Gary, der lebt. Und ja, voilà. Aber bon, wenn ich aber lese, was die Leute, die den Begriff benutzen, darunter verstehen, dann ja. Also ich denke, dass so wie ich alltag leben, dass du großen Teil eben am Bewusstsein, dass ich lokal eben leben und das, was ich mache, Einfluss hat auf mein Leben, mehr auch auf das Leben von allen Leuten in der ganzen Welt. Also, das ist ja. La citoyenneté mondiale, je pense que c'est avant tout un état d'esprit, c'est avoir conscience d'une commune appartenance à l'humanité, d'une commune responsabilité, d'une responsabilité partagée pour la planète Terre. Also, wenn man sich eine Weltbürgerschaft definieren, was ist Weltbürgerschaft? Weltbürgerschaft ist nicht, dass dass man nicht alleine auf der Welt wohnen, die Leute besser wie mehr, die Leute nicht schlecht wie mehr. Wir wohnen nicht an einer Kapsel, wo man nicht mit anderen Leuten zu tun haben. Bon, moi, je suis citoyenne européenne, je suis citoyenne de Luxembourg, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce que je fais ici a un impact aussi dans bien d'autres pays et en général dans le monde entier. Par exemple, le fait d'acheter n'importe quel produit ici veut dire que ça a un impact autre part dans le monde, parce que les trois quarts du temps, quand on achète un produit ici, on sait qu'il n'est pas fabriqué ici. Alors si on regarde plus loin, on peut voir par exemple qu'une partie a été fabriquée en Chine, une partie a été fabriquée en Amérique latine, ou une partie a été fabriquée je ne sais où, et ça notamment pour les aliments. Et donc on voit vraiment que notre décision sur les achats porte aussi sur ce qui se passe au-delà de nos frontières, au-delà de nos pays. C'est juste dass die Energie lokal pensée global so ein monströses Schlagwort ist. Ich denke schon, dass all die Leute, die sich an ihrem Umfeld, an ihrem Umkreis für etwas ersetzen, dass die schon noch auch dazu beitragen. Nicht von dem, was wir machen, hat just Reperkussionen für uns. Und geht auch immer über das individuell, über das Nationalebene raus. Wie ich mich lokal verhalten, das bringt mehr etwas, das bringt auch andere Leute etwas über meinen kleinen Horizont heraus. Agir lokal, das heißt natürlich, dass ich mich hier, wo ich bin, für allem agieren. Das ist auch ganz klar. Ich meine, ich kann nicht überall auf der Welt sein. Global zu denken, ich meine, das ist für einen Internationalist zu begreifen. Ich will den Unterschied zwischen Nationen so gesehen. Banken haben nicht abheben zuletzt bestattet, ob sie für globale Konsequenzen. Wenn ich nur meine Spurbier andrehen daheim, das hat Konsequenzen. An der Statistik geht ein bisschen etwas rauf, aber das ist minimal. Ja. Was jeder nicht möchte, das ist natürlich enorm. Et souvent, il y a un peu l'idée que le monde est tel qu'il ne peut pas être changé, qu'il est très difficile de le changer. Et c'est vrai que c'est difficile, mais je pense aussi en même temps que l'histoire de l'humanité montre qu'il y a eu à chaque étape de cette histoire des gens qui se sont battus pour des idées de progrès, qui se sont battus pour la justice sociale et qui ont réussi à changer des choses. Mais en même temps, je suis convaincu du fait que déjà le fait de s'engager dans une association, ne serait-ce qu'au niveau local,
amène à travailler ensemble avec d'autres gens, amène à se confronter à une certaine diversité de points de vue, diversité des origines des individus, et apporte aussi une première prise de responsabilité un peu des individus. Donc vraiment la prise de conscience, c'est la première chose. Et après, il faut essayer de s'engager. Bon, maintenant, il y a la possibilité de s'engager dans des associations, mais je pense après à un engagement même personnel de tous les jours est important. Par exemple, justement, sur la façon dont on consomme, sur l'envie d'être toujours informé. Il y a tous ces types d'engagements-là qui peuvent aller d'un engagement très fort et quotidien de tous les jours pour une association spécifique ou un engagement citoyen qui est peut-être moins fort, mais qui reste. Nous avons maintenant plusieurs pistes pour comprendre ce qu'est vraiment la citoyenneté mondiale. Il est pourtant difficile d'en retirer une définition unique et concrète. Mais il ressort des différents entretiens les mêmes notions de respect, de solidarité, de responsabilité et d'engagement. À chacun maintenant de se poser la question au quotidien, comment vivre la citoyenneté mondiale ou comment agir local et penser global. Christoph! Muss halt Play drecken. Einfach Play. Ja! Moi Christoph, also was war deine Motivation bei diesem Projekt mitzumachen? Meine Motivation war ganz einfach. Ich habe das Thema von dem Projekt mal verzogen und dann habe ich das flott gesagt, einfach mal mitzumachen. Citoyenneté mondiale ist für mich eben der Fakt, dass einfach, egal wo ihr lebt oder wer ihr lebt, immer mit anderen Menschen auf irgendeine Art und Weise verbunden ist. Allein kann eine Idee nicht durchsetzen, aber wenn das, was ich mag, lebt und Leute findet, die einem dabei helfen, seine Ideen auch an der ganzen Welt durchsetzen kann. Oder man andere Leute ausspannen kann, auch so zu denken, was dann immer zu einer Kettenreaktion führt. Und das hat jedenfalls eine ganz große Reichkeit. Was ist da für dich Citoyenneté mondiale? Also dass eben jeder immer Zielrang lebt und dass am Anfang also kann ich nicht egoistisch sein, weil alles wird Konsequenzen, weil ich möchte. Und ja, dass die Leute eben am besten zusammen zu schaffen und noch um den Futur zu denken und bei dem dann noch geschieht. Es wird immer gelehrt, ganz einfach, mit guten Gewissen, wie wir hier auf der Welt leben, wie was wir falsch machen. Also, größtenteils nicht überhaupt, was wir falsch machen. Eigentlich, was wir alles falsch machen. Die Citoyenneté mondiale ist, kann einfach, das sind ich, durch auch an dem ganzen Zyklus mal dran sehen. Man kann ich etwas machen. Kann ich mal einfach mal mehr nur den anderen Kontinenten gucken, was sie falsch machen, was mehr richtig gemacht haben. Oder auch gucken, vielleicht was wir falsch machen gegenüber von ihnen. Weil ich meine, wir machen auch Fehler. Ich finde das Projekt interessant fand, vor allem weil 2 Jugendhäuser daran beteiligt waren und auch arme Jugendliche und so, wo dann von den Ideenaustausch zwischen verschiedenen Aussichten bei Jungen und dann aber auch halt, weil man auch mit anderen, final bei einem Interview oder so, auch mit anderen Leuten konfrontiert gesehen, auch halt den Ideen, den Idee gut man auch rüber. Und somit wurde den Empfang sind ganz Ideen erweitert, dann denken die ganz anders nicht Empfang über all die Themen drüber nach.